in den Namen Jesus Christus. Das ist verrückt, von der Morgens war hier in den Märzern, Gemeinschaft haben. Hat nicht all sehr vermisst. Ich hatte eine sehr gute Zeit, eine sehr gesegnete Zeit gehabt. Und Gott hat uns viele Dinge gewesen und gelehrt. Und some von den Dingen habe ich mitzuteilen mit jemand von dir, habe nicht mehr bloß von dir, aber in der kommenden Zeit. Ich will für dich morgens reden über das Werk, was Gott hat angefangen durch Jesus Christus. Dass Jesus Christus Sehen, Gott Sehen, schicken deed, seine Arbeit hier in dieser Welt zu erfüllen. Und Gott hat einen besonderen Weg dort zu tun. Als wir in Israel waren, haben wir viele Plätze besucht, wo die Bibel von geschrieben wird. Und ich mag für dich ein bisschen wissen und vertellen von dem Platz, wo Jesus hinging, wie es heute weitste Norden ging in Israel. Und Matthäus Kapitel 16, da haben wir das beschrieben, von wo Jesus nach Caesarea Philippi ging. Das sind zwei Caesareas, wo die Bibel von reden hat. Ein ist Caesarea bei der See, dort ist ganz am Meer, an das Mittelländische Meer. Aber das andere, das Caesarea Philippi, ist weit Norden, 24 Meilen Norden noch von das Galiläische Meer. Das ist so weit Norden, als Jesus ging, von was wir in sein Wort fingen. Und hier ging er hin für einen besonderen Zweck, ein Wort zu lernen. Und als wir da waren, gingen mir die Augen auf und gewisse Dinge, die ich noch nicht vorher gesehen habe, was mir wichtig waren und was ich mit mitteilen will von dir. Weil ich ein paar Bilder wiesen von diesem Platz. Erstlich habe ich, ich glaube, wir sind in der rechte, und ich habe vielleicht die rechte File-Nummer Nummer dann getan. Aber der Platz, wo er hinging, dass wir dicht bei Mount Hermon, Psalm 133 redet davon. Wo reden dort von der Einigkeit, wo Gott sein Sehen raufkommt, so aus ab Mount Hermon, wo dat Schnee verderven dat en raufrand in de valley nen ran dat. En zo, want je kan de andere file beelden doorwijzen. Waar we een paar beelden zijn, waarom dat zo wichtig weer, dat Jezus klein naar deze plaats ging, die leer te geven, wat hij gegeven deed. En die leer wordt verder erwähnt, aber ich habe hier nicht verstanden, wo kraftvoll das ist und was Jesus Christus damit sein will. Er ging naar den Berg, dus ik sehe in Psalm 133, redet von den Berg, und das ist der einzige Berg in Israel, wo diese Zeit vom Jahr Schneeboven ist. Und das ist ein Platz, wo Jesus hinkam, Caesarea Philippi, wie ein Platz, wo viel Aufgärterei gedreht wird. Da werden die falsche Religion, was ihre Tempels abgestellt hat, und bei den Berg, wo angebetet wird, wo Kinder geopfert werden, wo viel Gottlosigkeit gedreht wird. Und da ging Jesus hin, und da so, dass er diese Lehre verbringen. Could we have the other file on with the picture of Mount Hermon on there, if you could get that up?
vor wir haben und uns als Tourguide dort explainen deed, wo die Aufgabe durch gedreven wordt, sehr gottlos, en dat Jezus door hen ging en door zijn Lehr aanvang, wordt mir das wichtig. En ik wil diesen Aufschnitt lesen, hier, Matthäus 16, fang an Vers 13. Seit als Jesus in Caesarea Philippi angekommen war, frug er seine Jünger und sagte, wer seien die Menschen, dort die Menschen sehen es? Und sie sagten, einige seien, du bist Johannes der Täufer, andere seien, du bist Elia, und einige, du bist Jeremia oder einer von den Propheten. Und er sagte an, und wer sei je, dort ich sie? Simon Petrus antwortet, du bist der Christus, den Laewendjen Gott sehen. Und Jesus sagt zu Petrus, selig bist du Simon, Jonas sehen, das hast du nicht von Menschen, dort hat mein Vater im Himmel die geopenbart. Und ich sei dir, du bist Petrus, und auf diesen Stein, wo meine Gemeinde bauen, über die Todesgewalt niemals wird der Ebermacht kriegen. Und ich will dir die Schlätels vom Himmel geben, und was immer du auf Erd bringst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erd lesen darfst, soll auch im Himmel los sein. Dann befahl Jesus seine Jünger streng, dass sie dort zu keinem sein sollen, dass er der Christus wir. Und dann fängt Jesus an, seine Jünger dort beizubringen, dass er nach Jerusalem gehen muss, und durch die Ältesten und die Hohepriester und Schriftgelehrten viel wird leiden müssen, in Tod gemerkt worden, und den dritten Tag vom Tod abstehen wird. Jesus ging zu diesem Platz, wo du ein Tempel wir zur Aufgabe, wo Menschen Opfer brachten nur diese Aufgabe, in denen Gott, was den Aufgabe, was sie da anbeten, der heißt Pan. Und zu denen sie, die wir so als ein Bild hatten, so von denen, dass wir eine halbe Kase und ein halber Mensch. Den Körper wir so als eine Kase, aber den Port für den Körper in den Kopf wir so als ein Mensch. Und dass wir in Gott von Furcht, was der Furcht bringen deid in den Menschen. Und du worden die ihre Kinder abopfern. Wenn die Priester für diese Aufgabe in Kind nahmen und hingen an den Tempel hingingen, wo du eine Spring wie, wo der Wasser rauskam, die Menschen wachten fern, und wenn sie sahen, dass das Wasser rot wird, von das Blut von das Opfer, von das Kind, dann wissen sie, dass ihr Opfer wie angenommen werden. Aber wenn das nicht geht, dann müssen sie noch einbringen. Sie können feststellen, was du machst sein angegangen an diesem Platz, die Furcht, wo Menschen mit Leben deuten, und das wir in Gott von Furcht, was sie anbeten deuten. Und durch nur den Platz ging Jesus, und als er hier bei diesem Platz wir, dann sagt er zu seinen Jüngern, wer seien die Menschen, dort ich sie? Und er sehen verschiedene Antworten, was sie gehört hatten, was verschiedene Menschen seien deuten. Eins der sehen, wir Elia. Elia, wie war er drei
teruggekomen. Dat je alleen weer opgenomen im Himmel, hij weer niet gestorven. En zo is het leven dat wir hier nu waren op de aarde. En eindje, dat zegt dat wir Jeremia. Oder een van de andere profeten. Verschillende antwoorden hadden de mensen. En dan zegt hij tegen de Jünger, wer sei je, dat ik zie? En dan zegt Petrus, du bist de Christus, den Laewendjen Gott Sien. Hier in deze omgeving, wo de Gott van dood regieren deed, wo de Gott van dood en van furcht uitgebeet wordt, door ging Jezus aan en door geeft hij deze openbaring. Gott geeft deze openbaring door van zijn Sien. Weet je, als Jezus aan Jordan gedoopt wordt, dan komt de stem van Himmel en zegt, dit is mijn Sien, om wem ik goed gevallen heb, die ik lief heb. Nu komt Jezus weit Norden, ganz im Nordenport von Israel, kraken die omgeving wo afgotterie, wo furcht regieren deed. En dan gaf Petrus deze antwoord, du bist de Christus, den Laewendjen Gott Sien. En dan zegt Jezus, dit komt niet voor die zelfs, dit hast du dir nicht selbst uitgedacht. Aber dit heeft mijn Vader im Himmel die gewesen. Beim Jordan deed Gott selbst von der Stem vom Himmel sagen, wer Jesus wir. Hier deed dort durch Petrus. Dort bekannt merken, wer Jesus wir. Dat hij den Laewendjen Gott Sien wir. Es sagt hier, du so krijg aan die omgeving, wo afgotterie, wo falsche religion eingewortelt wird, wo die Tempel hadden, durch mij aan en door mij bekend, ik war meine Gemeinde bouwen, en sagte, in die machten van dood, die dodesgewalt, dat hij wordt niemals evenmacht krijgen van deze evangelische gemeente. Hier is een beeld van de boy. Kan je erboven zijn, nog snijden boven. Zeer strong leidt dat. Als het noorden poort, zo weit noorden als het gaat in Israël, een poort van de boy die aan de rechte zijde is een poort van Syrië. Ganz door zo aan de boy. De oing bij de boy, het nächste beeld, zei we du als de plaats, wo de tempel weer van de afgotterie. En het nächste beeld, du kan je de grote huil zijn am steen, du kan de water uit, en door deden ze ihre Opfer brengen. Dat water lijkt zeer schwach. Du hast de huil. Nu post du nicht mehr water uit, aber nu komt het precies op een andere stad uit. Aber dat water komt van boven op een boy, van Mount Hermon, wo de snij verderven dat, en door komt erop, en de rand, en de river nemen, de river, de rand, en de Galileische meer nemen, en Jordan nemen, en zo wieder. De ganze valley is gezegend durch dit water, wat hierop komt. Dat kan je zijn een beeld van de tempels, wat die hadden, wo die aanbeden deden. En door ze kwam Jezus aan, dankzij voor de beelden wezen. Door kwam Jezus aan, door welke bekend en zei, ik wil mijn gemeente bouwen in deze machten van hel, deze machten van furcht, die worden niet door je stonden kunnen, dat ik mijn gemeente bouwen wil. Die worden niemals die ever komen. Is dat niet een goede nodig? Is dat niet een goede verspreking? Jezus, je kraakt door middenmank. Dat zeg niet dat hij anders staat en kwam, maar in deze area kwam hij aan. En door mij bekend.
Dat war nicht meine Gemeinde buren. En die machten van de dodesgewalt, die worden dat niet übernehmen. Die worden dat niet gaan de jeen stonden. Prijs God voor wat hij versprochen heeft. Wat hij versprochen heeft, dat deed hij ook. Iedermaal zei we in God zijn woord, wo hij in een omstand aankomt dat, wo dat onmiddellijk is, wo dat diester is, en doordat hij zich openbaart. En bloß een paar Beispiele wil ik mitteilen. In Matthäus kapitel 4, vers 16, hier weer de ervaring van wat de profeet al vele jaren terug schreven deed, prophezeien deed van Jezus. In Matthäus 4, vers 16 zegt dat volk dat am diesteren zat, heeft een groot licht gezien, en even die am diesteren wandelen, is dat licht opgegaan. Op Engels zegt hij in de laatste part, dat die wat in de omgegend van de duisternis zaten, en in schatten van de dood, is dat licht opgegaan. Een goede beschrijving krijg van deze plaats, van deze machten, wat hier in deze omgegend regeren deiden. Dit weer de hoogste plaats in Israël. En van door Jezus heen, deze waarheid uit te breiden. Dit licht dagen te laten. Vandoor ging hij zien, wieder af en wieder af en wieder af. En kwam bij Jeruzalem, waar hij dat ervaren deed, wat hij hier zijn dingen afhang te leren. Het zegt in vers 21 van Matthäus 16, dat krijgt door zo, als hij deze announcement gemerkt had, door zo vangt Jezus aan zijn dingen dat te leren, wo hij wordt naar Jeruzalem gaan, wo hij van de ältesten, de schriftgeleerden, de fariseeën, wordt vervolgd worden, wo hij wordt doodgemerkt worden, en wo hij am derde dag wordt opstaan. Zie de ervaring, zijn plan, dat hij hier bekend merken, krijgt door en de jeugd, wo de macht van de dood regeren deed, wo de God van vergt regeren deed. Door maakt hij bekend dat hij kwam en vrede en licht en leven te geven. Hij zei niet maar bloos dat Jezus God zijn wir. Hij zei dat hij Jezus den Laewendjen God zijn. En dat is wichtig. Dat is zeer important. Als Petrus zich had brücken laten van den Geest, God had hem dat geopenbaard, wer Jezus weer, dat hij dat kan recht bezijn, ook recht zijn. Dat hij de Christus, de levende God zijn weer. En dan vangt Jezus aan den plan op te dagen, wat hij weer komen te doen. En dan, voets nodig, lezen we, dat dan stond Petrus op en zei te Jezus, no, dit sollte die niet passieren. En dan zei we aan, dat bekendmerking, dat kwam niet van boven. Wils Jezus dreht zich om en schickte Petrus en zei, zo doen, go die hingen niet. Dit is niet van God, dit is van mensen. Dit komt van de machten wat hier deze omgeving regeren. Dit komt niet van mijn vader. Mijn vader zijn plan is, dat er zijn gekomen, om dit ervaren. Mir wird wichtig, dat Jezus wordt in zo'n omgeving aankomen, dat hij door wordt zich bekend geven, aber die mensen werden nog niet gereid dafür, dat te horen. En zo hij zei te zijn dingen, dat zij zullen nog te keinem zijn, dat hij de Christus weer. Nog had hij dat bloos te eind geopenbaard. Later wordt hij entschieden, zich wieder te openbaren, te eind, en niet bloos te eind, maar te andere durch eind. So Jezus
deed zich openbaren in de duisternis. Een groot licht gaan die zijn wat in duisteren zaten. Tweitens, hij deed zich openbaren im storm. Als hij en zijn dingen op het Galileische meer napvoeren, wie voeren ook nap met een boot. Maar wie ervoeren geen storm, Gott sei Dank. Maar die gingen ervoeren een zeer grote storm. En dat is spät, dat zij worden ondergaan, zij worden omkomen. Zij hadden alles gedaan wat zij als Fischer wisten. Zij waren bekend met een boot te handelen, even im storm. Ze hadden vielleicht Pferden erfahren. Aber nu waren sie in zo'n großen Storm, dass das Spiel ist, nu waren sie te eng. Und sie warten, sie gehen und sie haben jetzt nicht ran, dass wir ankommen. Sie werden sich überzeugt, dass das wieder eng, sie würden ankommen. Und durch so krank mit den Sturm, stund Jesus ab und sagt, Wind, sie still, weil lag je dol. Und das wird ganz still. Krank du mit dem Mank, openbaart hij zich. Wie hij weer. Dat hij weer den Laewendjen Gott zien. Gott Gott hat sich openbaren te Israel, als zij in Egypten waren, als zij in een Mannschaft waren, ganz bedrängt, Sklaven, en moesten zeer lijden. En met mank van dort kwam Gott nu Moses in 2. Mose kapitel 3 vers 7 en zegt dan zei de Herr, ik ha dat goud gezien, wat mijn volk van de Egypter gekwält wordt. En ik ha gehoord, dat zij onder ihre Absichten stehen, en mij bezorgd dat zij zo lijden. En nu zie ik gekomen van aan onder de Egypter ihre gewalt te raden. Met een mank van ihre Sklaverei, wo sie allmählich rücken, wo sie sehr bedrängt werden, wo sie sehr gemissbraucht worden. Du opeens kwam Gott und Herrn und sagte, ich habe es gesehen, ich habe ihr Schreien gehört, sagt er in Englisch. Er schrien gehört, ist nu raufgekommen und zu raden. Und hij deed. Und hij beweist sich, hij openbaart sich zu Israel, dat hij de Allmachtige Gott wir. Als Lothar de Israeliten in de Wüste waren und sie sich von Gott wegdrehen deiden und Aufgötter anbeten deiden, war das, sie drehen sich durch die andere Macht von Gott weg. Christus, die Menschen hier, die beten Aufgötter an. Und dann sagt Gott zu Moses, Gott sieht, und ich will das Volk vernichten. Und Moses stund an für das Volk und er sagt, Gott, wenn du das Volk vernichten lässt, alle Länder hier an, was das gehört haben, was das große Licht in der Düsternis gesehen haben, was du gehört haben, wo du hast mit einer großen Macht, mit einem starken Arm, die rübergebracht. Die wollen nur so denken, dass du hast es nicht könnt erfüllen, was du angefangen hast. Und die Numen wird dadurch an ihr kommen. Und Gott horcht Moses und er rat das Volk. Gott ist besorgt seinen Numen. Er ist der Laewendjen Gott. In Johannes Kapitel 11, Vers 25, als Jesus ist wieder von diesem Berg vom Norden, vom höchsten Platz in Israel raufgekommen, dichter nach Jerusalem, erfuhr er durch was er noch nicht euer hat bewiesen, indem dort seine Freunde, Maria und Martha, haben Tieren geschickt, dass ihr Bruder sehr krank war und dass er kommen soll. Er lüd und vertrag
wat hij is wist, dat die omstanden nu recht werden. En toen wordt hij zich openbaren nog wieder. Als hij door de stad kwam, juist bij Jeruzalem, wo Maria en Martha woonden, en Lazarus, zei Lazarus in de zaste aan, Herr, wenn du wirst hier gewast, dann wird mein Bruder nicht gestorben. Sie hadden al erfahren, en wir al openbaar geworden, dat Jezus kon Kranke heilen. En sie werden sich überzeugt, wenn Jesus wird durchgewast, dann wird ihr Bruder geheilt worden sein, dann wird er noch leben. Door in de midden van die omstanden, wo dat zo leid, dat wir al ganz hopeloos, dat wir al veel te laat, dat wir onmedelijk, dat nu nog wat ging te doen. Stopt Jezus verwoord en zei, Johannes 11, 25, en zei tot haar, ik zie die de doodes opwaakt en dat leven jaft. Wie aan mij leeft, wordt leven, wanneer hij gestorft. En door roept Jezus Lazarus uit een graf en bewijst zich door, dat zich door openbaren, wie hij weer. Hij weer de levende Gott zien. Niet bloß dat hij leven had, maar dat hij leven weer. Dat hij leven geeft. En hij bewijst dat door aan Daen, dat hij Lazarus van dood opwaken deed. Veelmaals komen duurnak en omstanden nemen, wo dat zeer diester en zeer hopeloos lopen deed. De laatste, dat is onmogelijk. Die ongerechtigheid heeft eeuwigheid genoemd, Romans, allebei wordt afgezet naar ongebed, en grote angst, grote furcht, allebei in Romans, en dat laatste, dat helpt alles op niks, dat is alles te laat. Door stopt Jezus op en zegt dat, ik wil mijn gemeente bouwen en al deze machten, van duisternis, van dood, van angst, die worden niet door jeden kämpfen können. Wenn wir im Sturm sind, und das laatste, wir worden bloß untergegangen in dit, steht Jesus ab und stellt den Sturm. Wenn wir gebunden sind mit Dingen, wo wir allmählich los von können, vielleicht mit Last oder irgendwas, was immer das muss sein, wo wir mit gebunden sind. Du kämpft Gott und sagt, ich sei dort. Und ich hier dort schrien. Und ich sehe gekommen. Je Frieden zu merken. Je Lust zu merken. Und wenn wir bei dem Platz kommen, wo das Leben te eng kämpft, wo wir den letzten Feind noch mal kämpfen tun, der Tod, du habe die Versicherung, dass er ist mit uns, er ist das Leben. Sagt, wer an mich läuft, der wird leben, even wann er gestorben. Das ist der Christus, den lebenden Gott sehen. Kannst du an? Ist das nicht eine wundervolle Botschaft, was Herz jaft? Das wird immer, wo immer und wo immer. Er ist die Antwort. Er ist nie nicht weit auf. Einmal kämpft sich das so fair aus, weil er vielleicht schlaft. Einmal kämpft es so vielleicht so fair aus, weil er nicht ramjaft. Wenn wir alle anderen geprüft haben, dann aber gehen wir noch in Europa an. Und wir sagen, wer mich anruft, in der Not, den will ich raten. Und dann sollst du mich preisen, sagt er.
Hij is weet dat we hem loven en prijzen. Voor wer hij is, voor wat hij gedaan heeft. En voor wat hij nog doen wordt, wil zijn versprechingen zijn, dat hij wat zijn gemeente bouwen, hij wordt het maar oneindig ervullen en vollenden wat hij aangevangen heeft. En dat gaan we ons ganz abverloten. Mocht Gott uns onze Glauben stärken. Mocht wir dat erfahren, wo immer wir hingehen. Wat immer dat wordt van de machten door hier doen. Dat we worden dort am denk houden. Dat Jezus Christus is, de levende Gott, zijn. En hij kan ons raden, hij kan ons helpen, hij kan ons vrij maken. Hij wordt dat doen, wat hij versprochen heeft, du hast China, du hast nichts, wat hem kan terughouden van dat ervullen, wat hij versprochen heeft. Laten we nog te beten. Voor de Himmel, we danken die voor jouw Marius, voor die almacht, voor die genade, voor die barmherzigheid, voor die woord, voor die versprechung. We danken die, Herr Gott, dat du uit dem Himmel uitstappen deed, dat du Fleisch aannemen deed, en du bent wonen deed, en dat du hier op deze eerd gaan deed, en du gingst naar een plaats, waar de machten van angst en van duisternis en van dood regieren deiden, en du geefst du bekend. Dat du wirst de levende Gott zijn, en dat du wirst die Gemeinde bouwen, du wirst Menschen raden, en all diese machten worden nicht kennen durch jeden Stunde. Du dank wir dir für Herr. Wir danken dir, dat du dienen Saen uitgegoten hast, und dat über uns gekommen ist, kriegst du aus die Schnee, wat du auf dem Berg Hermon verderben deed, en raufran deed, en über een ganze Tol Saen en leven juif, zodat al die wat du wohnen deiden, leven können in gezegend werden. So hast du auch geistlich gedaan, en dat is een beeld, Herr, wo du hast deine Segnungen über uns uitgegoten. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für deine Versprechungen, Herr, wir danken dir, dass wat immer Umstände wir uns befinden, durch wir krijgen nur die kommen. Durch wir die anrufen und die anbeten, und du hirst uns. Wir preisen die, Jesus Christus, den lebenden Gott, seinen Sehen, und die Namen beten wir das. Amen.